Hallihallöchen Freunde, ich begrüße euch zurück zum dritten Dungeon hier offenbar, dem Ranellsteinwerk und auch dem dritten Part schon. Den dritten Part des dritten Tempels, wa? Ja, im letzten Part sind wir hier weiter vorgedrungen und haben die Karte, also das heißt die Dungeon-Karte gefunden. Was meinen Verdacht bestätigt, dass das wohl wirklich der dritte Tempel ist, was ich ehrlich gesagt nie gedacht hätte. Ich dachte wirklich, da kommt noch der Tempel der Zeit mit dem Triforce und so drauf, aber offenbar nicht. Und auch im letzten Part habe ich noch gesagt, oder schon 2 Parts zuvor, dass ich eigentlich vor dem Betreten des dritten Tempels vorhabe, meine ganzen Items noch abzugraden. Und da wir jetzt das Ranellsteinwerk betreten haben, weil ich eigentlich dachte, das wäre nur eine Durchführung zum Tempel, was dann aber doch nicht wurde, habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich schon hier bin und jetzt eigentlich soweit alles freigelegt habe, weil, könnt ihr mal sehen, hier haben wir schon ziemlich viel geschafft. Uns fehlen noch 3 Kisten. Ne, 4. Okay, 4 Kisten sind es noch. Hier mit dem Master Key vermutlich. Und sonst vom ganzen Scheiß. Jetzt habe ich eigentlich schon alles freigelegt, damit wir hier durchkommen. Da habe ich mir eigentlich gedacht, wie wäre es eigentlich, wenn wir nochmal kurz zurückgehen in den Wolkenhort und noch ein paar Dinge einsammeln. Seid ihr dabei? Gut, aber keine Sorge. Wir machen auch in diesem Part noch mit dem Tempel weiter. Von mir aus wird es ein überlanger Part, obwohl ich eher dafür wäre, die Reisen so weiter ein bisschen zu schneiden. Obwohl andererseits, so Schneidvorgänge sind ja Schneidvorgänge, die sind ja bei euch nicht so gern gesehen, wa? Kann ich irgendwie auch verstehen. Andererseits, ich meine, es wird sowieso nur Wegrouten so gezeigt, die nicht besonders spannend sind, also von daher... Naja, mal schauen. Vielleicht jetzt einfach einen 40-Minuten-Part, aber viel länger mache ich garantiert nicht, also... Darauf könnt ihr euch verlassen. Gehen wir alles nochmal raus hier. Hier müsste ja alles kein Problem sein, kann mir einfach so durch. Jawohl, seht ihr. Null Problemo. Also raus aus dem dritten Tempel. Hier sind wir wieder, Wüste Ranell. Schon erstaunlich, wa? Schnell hier hin. Ja. Kurz absitzen, um sich zu erholen. Ah, das tut gut. Schöner Topf vom drauf. Ja, naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Gehen wir also zurück in den Himmel, ins Wolkenmeer reisen. Aber Logo. Weil ich habe mir jetzt gedacht, jetzt wo wir ohnehin schon eine fast volle Geldbörse haben und es hier noch so viele Items gibt, wäre das doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um noch einiges zu schaffen, Freunde. Komm herbei, Vogel! Ach, ein Vogel noch etwas. Erstmal noch vielen Dank für die ganzen netten Kommentare, auch was den Namen für den Vogel betrifft. Ich habe da sehr viele Rückmeldungen erhalten. Zum einen, dass, naja, Roter Turban so nicht gerne gesehen wird und auch, ja, was gab's noch? Red Lightning war nicht so unbedingt der Favoritenname. Wow, sind wir schnell! Jetzt mal sehen, wo sind die ganzen Kisten. Okay, hier unten hat's eine. Hier hat's 2. Hat sie auch noch eine? Nö, hier im Wolkenhort nicht. Da kam auch noch der Name von Ferrari und so auf. Wo fliege ich überhaupt hin? Ach, da nehme ich mir jetzt an. Das ist aber richtig weit weg, wa? Ja, 95. Ja, riskiert's doch. Gehen wir erstmal noch dahin. Bin ich überhaupt richtig unterwegs? Ja, müsste etwa hinhauen. Ja, habe ich viele Kosenamen, Vorschläge bekommen für den roten Vogel. Unter anderem auch Ferrari. Autsch, Mann! Was ist mit der Steuerung wieder? Ah, jetzt klappt's wieder. Ja, Ferrari, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Und dann plötzlich kam mir, dank einem Tipp von meinem guten Kumpel Lord Kai 1312, er macht auch Let's Plays, schaut mal bei ihm rein, er macht das wirklich cool. Und ich bin total falsch, ganz toll. Ist mir noch ein anderer Name in den Sinn gekommen. Und zwar, als ich einen Part von seinem Banjo-Tooie Let's Play gesehen habe. Wie wär's denn mit Kazooie? Ich meine, sowohl Kazooie als auch dieser Vogel hier sind beide etwas störrisch. Vor allem was die Steuerung betrifft. Da würde sich der Name doch super eignen, oder? Was ist das da oben? Achso. Das sind immer nur Vogelfreunde. Also was findet ihr? Eher Ferrari oder Red Thunder oder eben doch Kazooie? Oder sollte ich mir doch etwas Mystisches überlegen? Ich meine, theoretisch könnte ich mir auch was aus dem Japanischen überlegen. Dann fliege ich jetzt hin. Natürlich total falsch. Das da? Nee, auch nicht ganz. Moment mal, wo ist denn das Teil? Ah, da oben.
ich jetzt richtig? Ja, okay. Ich könnte mir auch was Mystischeres überlegen oder etwas, ja, Mystischeres, etwas auf Japanisch, was gut passen würde oder etwas auf, ja, kannst du mir gleich noch. Und auf Ägyptisch. Da fällt mir zum Beispiel Osiris noch ein. Yu-Gi-Oh! Fans kennen den Namen garantiert. Also ich bin auf eure Vorschläge gespannt, Freunde. Ein Herzteil, ich werde bekloppt. Hey Freunde, wir haben's voll. Ein neues neuen Herzcontainer. Was zum Henker ist das für eine Insel hier? Die kenne ich noch gar nicht. Okay, komme ich wieder raus. Hat's oben noch eine? Tatsächlich, da hat's noch eine. Verdammt, da wollte jemand die ganze Insel abfackeln. Oder nicht? Nee, ist einfach eine Brandstelle. Wem gehört denn die Insel hier, oder was soll das? Ich bin geschäftlich unterwegs und komme abends zurück. Terry! Das ist Terrys Insel! Abends zurück, so, das heißt, wir können hier hin, sobald der... Ach so. Aber, wie komme ich denn in seine fliegende Hütte, wenn es Abend ist? Weil dann müssen wir irgendwie hier hinkommen und dann könnten wir auf seine Hütte, auf sein Haus steigen. Das fliegende Dingsbums, was auch immer. Und da hochklettern. Das wäre eine Möglichkeit. Obwohl das sage ich schon etwas komisch finde, aber ja. Mal gucken. Ah, Link. Rennen und Nunchuck. Hat's was? Käfer? Nix. Okay, und tschüss. Komm herbei, Kazooie! So, jetzt hat's eingesammelt und direkt zur nächsten Insel. Ist das die da? Ja, muss was sein, wa? Sturzflug, Kazooie! Oder hat es vielleicht in Terrys Hütte ein Bett? Weil ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, wie ich sonst dahin kommen könnte. Oh, ich habe wieder diese Pixelfehler im Bild. Ich hoffe, ihr habt die nicht auch, Freunde. Wenn doch, ich habe keine Ahnung, wodurch die verursacht werden. Hallo? Was? Voll vorbeigeflogen? Scheiße, wo ist denn die Insel? Hallo? Da hat's doch gar nichts. Wir verarschen? Ne, die sind weiter oben. Hä? Okay, theoretisch müsste die hier sein, aber ich sehe ja nirgends eine. Das ist eine komplette Verarsche hier. Ah doch, da unten ist sie. Oh, Freunde, das wird... oh, das wird übel enden. Wenn ich da nicht richtig lande. Was da hoch? Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. War das ein Sinkflug nach unten? Natürlich voll daneben, wa? Obwohl ist die Kiste da unten vielleicht? Link, letztes Mal bitte runter. Link, nein, nein, nein! Bisschen des Wahnsinns! Oh, Link, hey. Wenn ich A drücke, müsste ich eigentlich runterhangeln, wa? Ja, zurück zu den Pixelfehlern. Jetzt macht das zumindest. Ich habe keine Ahnung, wodurch die verursacht werden. Ich habe schon versucht mit Kabel tauschen und so. Hast nicht gesehen, hat auch nicht geklappt. Okay. Ist das doch das da? Wie gesagt, hat alles nicht funktioniert. Also nehme ich mal an, dass das wohl an meiner Wii liegt. Die ist auch nicht mehr die jüngste. Die Wii nicht mehr die jüngste. Ihr habt es ja auch schon eine Weile und... Man darf auch nicht allzu viel erwarten von einer Konsole, die schon über 5 Jahre alt ist. Nimm noch... oder ständig im Gebrauch ist. Bäm! Ach, da ist die ominöse Kiste. Jetzt bin ich mal gespannt. Abenteuertasche oder... sonst noch was? Ein silberner Rubin! 100 Rubine. Fühlt sich gut an, wa? Oh yes. Komm herbei, Kazooie! Juhu! So, jetzt aber im Eiltempo zurück, hey. Soll heißen, zurück in den Wolkenhort. Und dann test mal was Neues. Wahoo! Wo ist überhaupt die Insel? Ich hab die Insel verloren! Ah, da vorne ist sie. Wolkenhort, wir kommen! Also, der Vogel ist wirklich stur, hey, das glaubt mir keine Sau.
Ja. Bin auf dem richtigen Weg. Vielleicht hat Terry ja was Neues für uns. Terry, wir kommen. Sinkflug. Kazooie, mach mal was, du dämliches Huhn, hey. Ah ne, du bist ein Vogel. Ein stolzer Wolkenvogel sogar. Ein störrischer und was weiß ich noch alles Vogel, aber naja. Jemand, auf den man sich in Not verlassen kann. Genauso wie Kazooie auch. So, gleich bin ich da. Ein bisschen mehr Tempo geben, komm schon! Wow! Was ist das für eine Insel da oben? Wow! Oh, wow, 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 ja! Muss doch tatsächlich nach dem Flügel da anschlagen. Was bist du für ein dämliches Huhn? Was sagt die Zeit? Etwa 10 Minuten vorbei. Naja, geht doch noch. Paraschall gezückt. Et voilà. Ja. Mann! Das wollte ich jetzt nicht. Nochmal zurück. Gibt's hier noch was Neues? Was? Die Kiste da, die kann ich jetzt auch... Moment mal schnell, ist das nicht die Kiste, die da im Ding drin ist? Eingeschlossen? Ach du Scheiße, da kann ich gar nicht hin. Ja, Aufbau mir vermutlich auch nichts bringen. Ich glaube, da muss ich tauchen oder sowas. Also muss ich von ihnen irgendwie rankommen. Hast du nicht gesehen? Naja. Hallo, du hast einen neuen Schild? Nö, sieht nicht so aus, wa? Ist das eine fette Bombentasche hier? Also nur eine kleine? Tschüss, Mann. Brauche ich nicht. Tschüss, Mann. Ja, das macht doch nichts. Ja, ja, ja. Grinsebacke. Schon gut. Das Pfannkuchenface da vorne. So, was hast du denn da Schönes? Ist der endlich fertig hier? Ja, das weiß ich, die Außeranzeige. Bläh. Ja, mache ich doch alles. Gut, den hätte ich gerne. Ja, hoja. Aber her damit. Upp. Und eingesaugt. Ja, ja, mache ich schon. Gut, dann wird das auch erledigt. Jetzt zu dir noch. Ich will meine Sachen upgraden. Hey, willkommen in der Werkstatt. Können Items reparieren oder ein Schild verbessern. Umgekehrt. Und die kann ich zu was Besserem machen. Schattenkristall. Wo kriege ich den her? Im Schattenreich oder was? Finsterhalmon habe ich auch noch nicht. Ein Greifkäfer? Ach so, flinke Version. Nein, ich brauche eine Bienenlarve. Verdammt, Moment mal. Die kriegen wir doch im Wald von Feiron. Aber das mache ich ein anderes Mal. Den da? Okay, da hat er genug. Genau 2 Monsterklauen. Perfekt. Sieht's hier aus? Wüstengas. Okay, da brauche ich 3 Monsterklauen. Ja, die muss ich mir sonst noch manuell holen. Aber erstmal der hier. Ja, weiß er doch. Kein Problem. Okay. Ja, stell ich mal auf. Ja. Und mach mich ans Zeug. Hier, das gehört dir, Alter. Ja, was denn? Ja. Einen starken Holzschild erhalten. Dieser leicht zu handhabende Schild ist der robusteste aller Holzschilde. Geil, Freunde, oder? So, mehr habe ich noch nichts. Bis zum nächsten Mal, Alter. Ja, aber sowas von. Das ist ein starker Holzschild. Geil, oder? Sieht auch noch stylisch aus irgendwie. Kann ich ihn noch nicht öffnen. Schade, schade. Mir ist noch was aufgefallen, Freunde. Hier haben wir die Ausrüstung. Und hier haben wir die Sammlung. Und könnt ihr noch erinnern, das ist schon einige Parts her. Haben wir doch mal... Ich weiß gar nicht mehr. Ja, die Sache wieder motiviert wie immer. Ich glaube, den haben wir gefunden oder von Terry gekauft. Wie auch immer, haben wir doch eine Schatzmedaille bekommen. Ich glaube, die ist genau für das, oder? Ich habe mich immer gewundert, wofür die sein könnte, aber... Ich dachte immer, das wäre eigentlich nur zum Buddeln da, aber offenbar doch nicht. Versuchen wir es doch mal. Ja, vielen Dank und so. Ja. Also mein Plan wäre jetzt eigentlich... Kann ich die irgendwie ausrüsten? Ne, die ist einfach drin, okay. Also wie gesagt, mein Plan war eigentlich, dass ich mit dieser
Schatzmedaille. Falscher Knopf, ganz toll. In der Lage wäre, ist der Öffner über Schätze stolpern. Ja, mein ursprünglicher Gedanke war ja, dass das nur für die Schätze gedacht ist, die ich mit den Grabklauen ausgrabe. Vielleicht ist es auch für diese ganzen Dinger hier zuständig. Ich brauche noch 3 Monsterklauen. Die hole ich mir jetzt offscreen, Freunde, weil das kennt ihr alles. Also ist es mehr oder weniger langweilig. Das heißt, ich melde mich zurück, sobald ich alles habe und hier den Sheet upgrade. Dann gehen wir noch zu Terry und dann zurück ins Ranellsteinwerk. Also bis gleich. Ja Leute, ihr seht richtig, wir haben endlich die 3 Monsterklauen zusammen. Und ich sage endlich, weil es doch noch eine Weile gedauert hat. Also es ist gut gewesen, dass ich geschnitten habe, weil ja, es waren doch noch etwa 20 Minuten, bis ich die 3 hatte. Verrückt, war. Vielleicht ist die Schatzmedaille doch für was anderes gut. Naja. Ja gut, ich weiß, das kannst du alles machen. Items verbessern. Zum letzten Mal den Eisenschild upgraden. Okay. Wieso sollte ich eigentlich eine Verbesserung rückgängig machen wollen? Das gibt doch keinen Sinn. Mal abgesehen davon... Wow, das nimmt noch viel ab. Mal abgesehen davon könnte ich ja sonst einfach einen neuen Eisenschild kaufen. Und den dann wieder nur einmal upgraden und nicht zweimal. Und naja, hast du nicht gesehen. Bin fertig, das gehört dir. Den starken Eisenschild erhalten. Der widerstandsfähige aller Eisenschilde. Wunderprächtig. Nö, soweit nichts mehr. Die anderen Teile fehlen mir noch einiges. Aber egal, jetzt gebe ich doch noch die Schatzmedaille wieder ab, weil die hat mich doch herbe enttäuscht, leider. Ja, will ich. Hi. Ja, hi. Gehen die Haie ab. Wenn es so langweilig ist. So, fertig, Schatzmedaille abgegeben. Hi. Der sagt immer nur ja. Hi. Ja. Die kleine Japanerin. So. Hätten wir das auch. Jetzt noch kurz einen Abflug zu Terry und dann zurück ins Ranellsteinwerk zum 3. Tempel. Terry, wo bist du überhaupt? Bin ich hier nicht rausgekommen? Oh, Menschenskind. Wo ist Terry? Liebe Karte. Ja, da unten ist er. Mann! Du bist doch doof. Ich schon mal dabei. Wie, kann ich noch ein paar Insekten einsammeln? Ja, hallo Link, was war denn das für eine Show? Nö. Nichts gewesen mit den Insekten. Okay, ich sehe Terry, beziehungsweise ich höre ihn. Wo sehe ich ihn jetzt? Er haut ab, die Sau! Aber überhaupt nicht in Frage. Hier geblieben! Du Schlawiner. Okay, wo ist das Seil? Wunderprächtig, hallo? Ah, greifen. Yep. Ach, das geht ziemlich langsam. Meine Güte. Perfekt. Na, Terry, hast du was für uns? Okay, Tasche, Moment mal. Wie teuer war die? 800 oder so? Ah, verdammt, vorhin hätte ich noch genug gehabt. Nee, noch nicht, beim nächsten Mal dann. Oh, noch ein wenig um. Eine Herzmedaille brauchen wir auch nicht. Was ist denn das da? Insektenmedaille. Ja. Oh, ja, schade, wa? Sagen wir, hast du noch eine zusätzliche Geldbörse für mich? Praktische Zusatzgeldbörse, dann kannst du halt mehr tragen. Gut, kann ich ja gut, nochmal 100. Wer weiß, vielleicht funktioniert das ja. Dann hätte ich jetzt 2 Zusatzgeldbörsen. Das heißt, ich habe jetzt Platz für... Alter Fall, für 1100 Rubine. Das hat es doch mal gelohnt, Freunde, oder? Gleich mal kurz nachsehen, ist das wirklich so? Nicht hier, hier. 1100, das ist doch Wahnsinn, Leute. Gut, hätten wir das auch. Der Part wäre fast zu Ende, aber ich mache heute ein bisschen länger, versprochen. Gut, Link, kommst du... Ne, komm nicht da durch, egal. Jo, so geht's auch. Das war gerade falsch, aber egal. Die Kiste habe ich da... Nee, die haben noch nicht aufgemacht, wa? Die müsste ich theoretisch noch...
Beziehungsweise ich warte noch, bis die mal aktiviert ist. Okay. Komm herbei, Kazooie! Dann fliegen wir jetzt mal schnell zur letzten Schatzkiste hier oben. Oder zur Kiste der Göttin, wie das Ganze heißt. Ich frage mich ohnehin, da unten ist sie. Ja, was mich frage ist, was ist das eigentlich für eine Göttin? Weil wir haben das Triforce ja gesehen und für das Triforce waren es 3 Göttinnen. Also wieso zum Henker heißt es immer nur von einer Göttin? Kapiere ich nicht. Vielleicht ist das eine 4. Göttin oder es ist eine der 3 Göttinnen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun und das Triforce war nun fake. Oh, das wäre schon ein bisschen billig. Da unten ist sie, wow. Okay. Ja, nein! Voll vorbei. Kann ich mal dahin? Jo, ich kann auch mal dahin. Na. Da draußen ist sie. Juhu. Perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt. Herzteil, Rubine oder Abenteuertasche? Was anderes kann es kaum sein. Herzmedaille? Och nö, Freunde. Muss das sein? Jetzt habe ich den Platz für so einen Quatsch hier verschwendet. Nee, wegstecken, Link. Na klar, sein versorgt. Geht's noch? Oh, jetzt muss ich nochmal zurück und das Teil abgeben, oder was? Das war ein Fail. Kazooie! Nee, weißt du was, ich hab keinen Bock. Zurück nach Ranel. Habe ich halt keinen Platz mehr. Mein Gott, wenn ich da unten noch was kriegen soll, hab halt Pech gehabt. Ganz einfach. Kazooie, komm nicht mit. Ihm ist da unten zu staubig. Ja, du, drücke A, ich weiß. Wüstenschlucht, falsch. Wüste Ranel, Norden wär's, wa? Oh ja, aber sowas von. Sanft gelandet, Freunde. Gut, dann haben wir das auch soweit. Ja. Nee, brauche ich nicht. Die haben noch genug von Wüstengras. Außerdem brauchen wir das jetzt nicht. Zurück in den Tempel, Freunde. In den 3. Tempel. Puh. Da habe ich halt doch den... Ja, doch, der 3. Part ist das, war. Immer noch der 3. Part. Haben wir doch ziemlich verschwendet, ich gebe es ja zu. Oh, die ganzen Gegner sind ja da. Muss das sein. Ja. Dann geht's mal runter. Dass die immer so anhänglich sein müssen. Noch den lieber bekommen. Also wie gesagt, vor allem die Schatzmedaille hat jetzt meiner Meinung nach nicht so ein Wunder vollbracht. Na toll. Hier ist einer, hier ist einer. Ich gehe weiter. Brauche ich ja gar nicht. Wieso soll ich gegen die kämpfen? Das ist wohl ein Scherz, oder? Wieso ist die Kiste wieder down? Freunde, wenn der ganze andere Quatsch auch wieder... Moment mal schnell. Wegstecken, Link, Karte. Nö, sollte eigentlich noch funktionieren. Also wehe, ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Dann mache ich das offscreen und weil sonst... rege ich mich nur noch mehr auf. Und ja, vermutlich auch. Ist nicht spannend, das Gleiche zweimal zu erleben, wa? Hoch mit dir. Geht doch. So, und jetzt bitte sag mir, dass hier alles wieder in Ordnung ist und die Tür zu meiner Linken auf ist. Ja, sie ist auf, Gott sei Dank, geht doch. Speichern. Gut, dann ist soweit auch alles noch verbessert, was es zu verbessern galt. Okay, gut, er holt schon einen kleinen Schaden, aber das war eine einzige Fledermaus, die dagegen gekracht ist. Trotzdem nur so wenig Schaden gemacht. Cool, wa? Jetzt frage ich mich trotzdem, wie komme ich da hoch? Da hoch, ja klar, ich meine darüber. Da war ja nichts Spezielles, wa? Da kommt vom Tempo her niemals rüber, das könnt ihr vergessen, Freunde. Also gut, Zeit für den Greifkäfer. Wollte ich mir noch schnell eine Bombe, vorausgesetzt ich finde hier irgendwo eine. Hier vorne hat es doch, oder? Jo, da hat es. Hält der eigentlich von der Flugdauer so lange?
Ja, ich will's doch hoffen. Ich will's schwer hoffen, Freunde. Komm schon. Komm schon. Tu es für die lieben Zuschauer. Ah, fuck, Mann. Ah, ich weiß, nicht aufregend. Denk an den Blutzucker, denk an deinen Bluthochdruck, was ich sowieso gar nicht habe. Ich freue mich eigentlich mehr oder weniger bester Gesundheit. So, diesmal klappt's aber. Soweit bist du jetzt nicht geflogen, das muss klappen. Und sonst hau ich dir die Fresse breit. Bäm. Gut, wäre das erledigt. Wir wollen mal jetzt sehen, dass ich da wirklich rüberkomme, ja? Nee, das klappt nie im Leben. Das ist natürlich ein kleines Problemchen, Freunde. Gehe ich mit ihm mal kurz auf Tauchstation, wenn man so will. Auf eine Forschungsstation. Was hat's denn hier hinten alles? Okay, noch 2 weitere Frösche. Da vorne ist wohl ein Zeitstein, wa? Müsste ich erstmal rüberkommen, den zu aktivieren. Da kann ich sonst nichts machen. Komm mal schnell zurück, dankeschön. Flieg mal hier entlang, vielleicht siehst du hier noch was. Was ich nicht gesehen habe. Oh, Propeller. Kann ich hier auch von der anderen Seite aktivieren. Da brauche ich auch ein Zeitfeld. Alles, alle möglichen Scheiß brauche ich dafür. Fledermaus, okay. Ich muss das zur Seite schieben. Ich kann doch sowieso nicht da lang. Okay, ich sitze gerade ein bisschen in der Klemme. Ich gebe es ja zu. Leider Gottes habe ich ja irgendwo was falsch gemacht, offenbar. Aber das kann nicht sein. Mal kurz auf Radarflug gehen. Da oben bin ich hergekommen. Das stimmt soweit alles. Ich habe zur Seite geschoben, damit ich hier durchkomme. Und hier komme ich eben nicht durch. Das ist so das Problem. Doch ein bisschen verwirrt, Freunde. Ganz ehrlich. Na klar, der hat den Schlag abgewehrt. So. Weiter lieber, wofür wir den auch immer brauchen. Ach, kann ich hier rumpusten, will ich wieder, das bringt nichts. Ich muss erst das Teil da hinten aktivieren. Wie komme ich da rüber? Hä? Das geht doch nicht. Gut, da komme ich in einen neuen Raum, okay. Moment mal. Bin ich jetzt komplett... Wow. Bin jetzt komplett bescheuert. Man sieht doch hier auf der Karte eindeutig, dass ich hier theoretisch einfach rüberlaufen kann. Ja, ich kann einfach rüberlaufen. Oh, ich sehe es erst jetzt, Freunde. Bin ich blind oder was? Es ist einfach nur peinlich, was ich hier treibe. So komme ich hier ganz lässig rüber. Okay, da kann ich offenbar auch noch rüber. Da ist noch eine Truhe drin, oder? Kann ich auch um die Ecke? Na, bravo, ich kann sogar um die Ecke. Geht's nichts weiter. Weiter zoomen kann ich nicht mehr. Okay, dann halt hier lang. Ich hoffe, mir kommt jetzt kein Gegner entgegen. Kein Gegner entgegen. Link. Ah, nur ein Rubin. Gut. Diese Schatzkiste hier noch. Wow! Kommt irgendein Skorpion von hinten und will mich befallen, hey. Eine blaue Vogelfeder. Okay, die zweite schon, sind auch sehr selten. Und Tschüssikowski! So, mit diesen Worten verabschiede ich mich mal für diesen Part, Freunde. Und im nächsten Part geht's hier weiter. Das sage ich auch nicht nein. Kurz noch alles sauber machen. Ich will mich doch mit Anstand von euch verabschieden, Freunde.
Gut, gut, gut. Sonst noch was hier, oder? Nö. Wir haben sauber gemacht. Alles abgestaubt, oder ja, weggestaubt. Also dann, bis zum nächsten Part, Freunde. Ciao zusammen.